Hören Sie mir doch zu. Wer auch immer Sie sind, Sie müssen uns zum Besucherzentrum zurückbringen. Sie haben ja keine Ahnung, was hier draußen los ist. Ich kenne mich hier aus. Ich brauche sie nur, um uns vor diesen Kreaturen zu beschützen. Tatsächlich? Und wie soll ich das bitte anstellen? Die Elektrozäune sind aus. Die Dinosaurier können frei auf der Insel herumlaufen. Niemand ist hier sicher. InGen-Rettungsteam Alpha an Dr. Jerry Harding. Das Besucherzentrum wurde offenbar angegriffen. Der Wenn hat Sie von immer einem noch da Rettungsteam draußen unterwegs sind, wir ist, sollten wir versuchen... vielleicht versuchen, eine Spur zu hinterlassen. Jess, das reicht. Wenn Sie wollen, dass wir uns von den gefährlichen Raubsauriern fernhalten, muss ich wissen, wo wir hingehen. Norte. Nach Norden? An die Küste, warum? Geht sie nichts an. Sie sind verletzt. Lassen Sie mich helfen. Lárgate. Wir machen hier kurz Pause. Wenn wir anhalten, muss ich ein Feuer machen. Das hält die Dinosaurier fern. Meinetwegen. Bleiben Sie in Sichtweite. Okay, wir haben unser Feuer gemacht. Siéntate. Kann ich irgendetwas tun? Bleib in der Nähe. So, jetzt sind wir mit der Chase unterwegs. Jetzt schauen wir uns mal ein bisschen um, was da so gibt. Hey Dad, sind diese Bären essbar? Wahrscheinlich nicht. Am besten halten wir uns von allem fern, was wir hier finden. Also nichts mit Beeren essen. Diese Pflanze sieht komisch aus. Hey, bleib in der Nähe. Hey Dad, hier drüben sind ein paar Eier. Sind die vielleicht von Dinosauriern? Eier? Nein. Auf der Insel leben doch nur Dinosaurier-Weibchen. Lass sie trotzdem in Ruhe. Wir haben schon genug Probleme. Da brauchen wir nicht noch eine wütende Vogel- oder Echsenmutter. Die Eier werden wahrscheinlich von den Dinosauriern sein. Da hinten haben wir auch noch was. Sind diese Beeren essbar? Ich hab Hunger. Diese Pflanze ist giftig. Schon eine Handvoll von ihren Beeren kann einen erwachsenen Mann töten. Aber sie sehen so lecker aus. Nur ein paar werden mir bestimmt nicht schaden. Jess! Dad, hier sind ein paar frische Dinospuren. Ganz kleine, wie von einem Huhn. Wahrscheinlich nur ein Compsognathus. Ich habe viele unterwegs gesehen. Keine Sorge, sie sind relativ harmlos. Relativ. Im Rudel allerdings nicht. Abstand halten, ja? So, und jetzt haben wir doch schon so angeschaut. So, heute, da ist uns kurz einmal das Spiel abgestürzt, aber wir sind schon wieder da. So, dann nehmen wir heute mal... Was? Was? Nichts. Gut, die Dame ist sehr leicht reizbar anscheinend. Wie können wir denn die alte überlisten? Keine Dummheiten.
Da hinten können wir ja nichts mehr machen. Komisch, ob sie wohl aus der Jurazeit stammt? Oder können wir das nochmal klicken? Ich hab solchen Hunger. Vielleicht kann Ingen ein paar Pizzen einfliegen. Jetzt sind die nämlich wickert. Da machst du auch nochmal. Na klar, sogar die Bären hier sind giftig. Kommst du was? Nennen Sie einfach Kompis, das ist leichter. Da können wir nicht hin. Hey, was starrst du denn so? Ich? Ich starre nicht. Sie starren. Gucken Sie doch woanders hin. Vergiss es. Na los, schau woanders hin. Ich brauche das Funkgerät. Schau woanders hin, aber wo? Ablenken können wir es nicht. Nicht so nah. Er kann auch nichts machen, oder? Na, der hat nichts mehr. Okay. Vielleicht... Ach, wir können mit der nur reden. So, was sagen wir denn zu dir? Bleib in der Nähe. Hier verläuft man sich schnell. Ach, was, die Nima, die alte? Haben Sie eigentlich Familie? Geht sie nichts an. Ich dachte nur, wenn Sie vielleicht verstehen... Sie lieben ihre Tochter, nicht wahr? Ja, natürlich. Und sie würden alles dafür tun, dass sie sicher aufwächst. Ja, natürlich. Gut, dann tun sie genau das, was ich sage. Dann werde ich ihre Tochter auch nicht erschießen. Sie reden mit Jess, als hätten Sie selbst eine Tochter. Stimmt's? Seien Sie still. Denken Sie an Ihre Tochter und Sie werden verstehen, was... Seien Sie endlich still! Tut mir leid, tut mir leid, tut... Sie wissen gar nichts über mich. Wir sind nicht simpatico, comprende? Kein Wort mehr, sonst werde ich sie erschießen und sie den Bestien zum Fraß vorwerfen. Bitte beruhigen Sie sich. Das war doch nicht böse gemeint. Seien Sie einfach still. Okay, okay, ich verspreche es. Nur tun Sie uns nichts. Bitte tun Sie uns nichts. Ja, sehr gesprächig ist er anscheinend nicht. Fragen wir uns heute mal wegen der Verletzung. Normalerweise arbeite ich mit Tieren, aber mit Erster Hilfe kenne ich mich gut aus. Ich würde mir Ihre Verletzung gern genauer ansehen, wenn Sie mich lassen. Mir geht's gut. Wir müssen die Wunde säubern und verbinden, damit sie sich nicht entzündet. Wenn Sie uns zum Besucherzentrum zurückbringen, kann ich Ihnen Antibiotika besorgen. Hey, Kleine. Ja? Auf einigen dieser Bäume wachsen Früchte, die wie kleine Blaubeeren aussehen. Bring mir ein paar davon. Okay. Jess übrigens. Was? Jess. Ich heiße Jess. Okay, Jess. Bring mir die Beeren. Sie werden mir helfen. Wie jetzt? Dürfen wir jetzt auch noch Bären suchen? Bevor ich auch nur einen Schritt weitergehe, will ich jetzt wissen, warum Sie hier sind und was Sie mit uns vorhaben. Alles wird gut, wenn Sie tun, was ich sage. Okay. Sie möchte Bären. Vielleicht nehmen wir da irgendwelche. Sind das die richtigen Beeren? Nein, die Beeren, die ich brauche, sind dunkler. Dunkler. Sind das hier die richtigen Beeren? Sie, bring sie mir. Es wird langsam dunkel. Komm, Sohn Klein, ich brauche diese Beeren. Hier, Nima. Gracias. de nada. Sie ist ein gutes Kind. Ich weiß.
Tja, und das Funkgerät können wir aber immer noch nicht. Du bist ziemlich still, Dad. Oh, es gibt was Neues. Oder? Egal, was Sie von Ingen halten, Sie sind diejenige, die uns mit vorgehaltener Waffe durch den Dschungel treibt. Soll ich jetzt etwa Mitleid mit Ihnen haben? Sie marschieren hier ein und denken, Sie können tun, was Sie wollen, nur weil Sie genug Geld haben, um ein paar Politiker zu bestechen. Provozieren Sie mich nicht! Okay, gut, Sie haben recht. Ich hätte nichts sagen sollen. Okay, ich will doch bloß verstehen. Das müssen Sie nicht verstehen. Tun Sie einfach, was ich sage und alles wird gut. Okay, ich werde ganz ruhig. Wir wollen doch alle keinen Ärger, Jetzt oder? kann man, wenn wir vorsichtig sind. Okay, tut mir leid. Ich werde es nie wieder ansprechen. Bitte. Oh oh. Hey, ich habe heute 2 Liter Cola getrunken und muss mal dringend pinkeln. Ganz dringend. Geh, aber beeil dich. So, wie ist denn das noch gegangen? Hallo? Kann mich irgendjemand hören? Bitte identifizieren. Over. Hey, hi, ich bin Jessica Harding. Ich und mein Dad sollten gerettet werden, aber hier ist eine Frau mit einer Waffe. Ich glaube, sie will mit uns nach Norden. Können Sie beschreiben, wo Sie sich befinden? Gibt es Gebäude, Straßen, Orientierungspunkte? Orientierungspunkte. Nein, eigentlich nicht. Der ganz normale Dschungelscheiß nur. Viele Bäume, viel Erde und so. Hier sieht alles gleich aus. Oh, aber mein Dad hat ein Feuer gemacht. Sie können den Rauch vielleicht sehen, wenn Sie... Hey, was glaubst du, was du da tust? Ich wollte nur meinen Freund anrufen. Estupido! Bitte nicht, das ist alles meine Schuld. Ich will sie wirklich nicht töten, aber wenn ich muss, dann werde ich keine Sekunde lang zögern. Comprende? Was ich zu verlieren habe, ist viel zu wichtig. Na los, gehen wir endlich weiter. Oh, aber mein Dad hat ein Feuer gemacht. Sie können den Rauch Hallo? vielleicht sehen, Hallo? wenn Sie... Was ist passiert? Waren Sie das? War das die Hardings? Ja, das Mädchen. Hat sich nicht gut angehört. Das Mädchen meinte, sie sind nach Norden unterwegs. Also fliegen wir in die Richtung und schauen, was wir finden. Keine Ahnung, Yoda. Vielleicht war das Mädchen im Schockzustand. Ich habe mal eine Studie gelesen, Tu mir einen Gefallen und halt die Klappe. Flieg einfach nach Norden. Gut festhalten, Leute. Das ist es. Siehst du was, Oskar? Kommt mir bekannt vor. Ach ja? Wann warst du denn da? Lange vor deiner Zeit. Okay, was haben wir denn schönes? Keine Spur von ihnen hier. Keine Spur. Ist denn irgendwo Rauch? Da hinten vielleicht? Da vorne ist Rauch. Auch? Glaubst du, sie geben uns Zeichen? Ich dachte, wir hätten es mit einer Geiselnahme zu tun. Was war das? In diese Richtung. Helikopter? Warum zum Teufel sollten sie das tun? Tut mir leid. Ich muss mal kurz übernehmen. So, Tim und beeilen, weil es ein Stützmob. Och. Ja, das mit der Landung hat nicht ganz so hingehauen. Tut mir leid, Onkel. Ich muss mal kurz übernehmen. Also nochmal. Jetzt
jetzt ein bisschen mit mehr Konzentration. Ja, Landeplätze sind was für Anhänger. Okay, jetzt komm schon. Ruhig, wir sind an unserem Ziel angelangt. Natürlich wissen wir um die enorme Auswahl an Fluglinien, die Dinosaurier-Sphären durchqueren und danken ihnen, dass sie sich für Yoda Airways entschieden haben. Wo sind wir? Wieder am Boden. Oh Mann. Ingen wird stocksauer sein, wenn sie die Rechnung hierfür bekommen. Hätten halt eine Pterodactylus-Versicherung abschließen sollen. Versicherung. Was? Kannst du das reparieren? Klar. Gib mir einen Monat. Du hast eine Stunde. Das Tape im Überlebenskit. Der Dschungel hier ist irgendwie anders. Anders als wo? Für mich sehen alle Dschungel irgendwie gleich aus. Hey, erinnerst du dich? Warte mal. Ach, da haben wir doch wieder. Kann sein. Aber die Stelle, an der du das Feuer gesehen hast, ist noch ziemlich weit weg. Außerdem höre ich jetzt nichts mehr. Los, weiter geht's. Da haben wir doch unsere Freunde wieder. Die Dilophosaurus. Schau dir das an. Sie sind in der Nähe. Los! Warte. Könnte gefährlich sein. Weiß ich. Dafür habe ich ja die hier. Oscar, ganz klare Anzeichen für ein Lager. Sie waren hier. Müssen nur die Fährte aufnehmen. Okay, das ist der richtige Zeitpunkt, um eine kleine Pause einzulegen. Denn dann beim nächsten Mal geht es da weiter.